Und somit Halli, hallo, hallöchen zu einer neuen Folge Big Ambitions hier mit Charlie Cooper, Folge Nummer 30. Schön seid ihr wieder mit dabei und ja, wir haben es ein paar Tage später. Ich habe ein paar Mal übernachtet, um zu gucken, ob alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt 705.151 Dollar. Das läuft eigentlich alles ganz gut. Der macht jetzt auch mehr Umsatz. Wir gucken nochmal überall rein. 100%, 100%, 100, 100, 100 und 100. Das sieht alles wunderbar aus. Und wie ich in der letzten Folge versprochen habe, kümmern wir uns heute um einen neuen Laden. Und zwar gucken wir jetzt nochmal rein. Midtown hätte gerne, ja, klassisch teure Herrenbekleidung. Das heißt, wir machen unseren ersten Herrenbekleidungsladen. Und dafür, jetzt gucke ich mal, wie ging das nochmal? Hier. Einzelhandel ist schon angewählt, das passt. Jetzt brauchen wir wieder eine Immobilie, ne? Haben die neu dazu hier? Einzelhandel? Ich habe keine Ahnung mehr. 64er. Aber das ist Hell's Kitchen, ne? Scheiße. Okay, wir müssen weiter. Nee, warte. Weiter runter. Ja, okay. Hä? Was ist das hier denn? Hell's Kitchen? Wo ist denn Midtown? Ach, ich Dulli. So. So. Wo haben wir denn den Midtown? Hier, den haben wir schon. Was ist denn damit? 39er. Das hier sind 44er. 39. 24. 31. 20. 34. 44. 41. 24. 47. Das ist halt ein richtig großer Laden, ne? Wollen wir mal beim Herrenausstatter aufs Volle gehen? Mal so einen richtig krassen Laden machen? Guckt euch das mal an. Dann machen wir einen richtig krassen Klamottenladen mit allem an Klamotten. 1159 Dollar. Leute, wer nicht riskiert, gewinnt nicht, ne? 34.000 Kaution. Ach du Scheiße. Ja gut. Let's go. I guess. Keine Ahnung. Bekleidungsgeschäft. 3 Konkurrenten in der Nachbarschaft. Ich dachte, da gibt's keine. Ah. Ach, die haben vielleicht nur Damenklamotten, ne? I don't know. Oder habe ich falsch geguckt? Midtown? Nachfrage? Nö. 0 Unternehmen. Ach, und ein Damenladen. Okay. Scheiße. Komme ich jetzt wieder zu meinem Laden? 36.000. Hier. So, Bekleidungsgeschäft. Und zwar Coopers. Coopers Finest. Unternehmen gründen. Let's go. Einstellung. Haben wir hier vielleicht irgendwie eine Krawatte oder so als Logo? Das hier sieht schon besser aus. Na, wahrscheinlich nicht. Was ist das denn? Ein Autoladen? Das auch machen? Also Coopers Finest muss schon edel sein, ne? Das was? Ja, naja, geht so.
Muss edel sein, alles klar. Bekleidungsgeschäft. Check. Ja, jetzt geht's ans Einkaufen. Ich habe in der Zwischenzeit auch einige SMSen gekriegt. 6 an der Zahl mit Mitarbeitern. Und die können wir jetzt als allererstes schon mal aussortieren und haben wir hier noch Reinigungskräfte? Ja, auch einige angefordert, ne? Also, der ist mal Teilzeit, Vollzeit, Teilzeit, Teilzeit. Okay, den mit Vollzeit nehmen wir schon mal. Und dann haben wir hier Vollzeit, Kundendienst. Die Dame nehmen wir, die ist 18. Die ist Summer Stewart. Dann haben wir, Vollzeit, keine Reinigungsschichten. Ja, das kriegen wir hin. 49% nehmen wir. Kundendienst, Teilzeit. Vollzeit nehmen wir. Keine Nachtschichten, okay. Ich glaube 3 reicht erstmal, ne? Oh, Moment. So, sorry. Gab eine kleine Unterbrechung. Genau, und das Personal, was jetzt noch nichts zu tun hat, schicken wir erstmal noch auf Schulung. Nicht zugewiesen. Trainieren. Nicht zugewiesen. Kundendienst trainieren. Nicht zugewiesen. Kundendienst trainieren. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Putzkraft, ne? Haben wir denn noch welche? Hier Teilzeitreinigung. Man, dieses mit dem Scrollen ist echt kacke. Teilzeit hoch. Weiter zurück kann ich gar nicht. Perfekt. Teilzeit. Okay, komm, dann nehmen wir noch 2 Teilzeit. Mal gucken. Andernfalls schmeißen wir die dann wieder raus. Nicht zugewiesen. Trainieren. Nicht zugewiesen. Trainieren. So. Jetzt haben wir alle eine Aufgabe und der Laden hat natürlich noch nix. Dann würde ich sagen, als allererstes lassen wir unseren Theodor endlich mal arbeiten. Alter. Da gibt's alles, ne? Heilige Scheiße. Also, Preise. Boah, ich habe halt keine Ahnung, was da mengenmäßig weggeht, ne? Was kosten denn so 1000 Stück? 500? Alter. Ich glaube, jetzt gehen wir all in. Heilige Scheiße. Ja, Warehouse 1 ist gut, haben wir in der letzten Folge die Regale geholt, ne? 30.000 Dollar Bestellung. Let's go. Das kommt morgen an. Perfekt, die liefern auch sonntags. Und wir brauchen jetzt, wo ist denn meine Karre? Hier hinten. Wir brauchen jetzt alles, was man für so einen Laden braucht, ne? Mal gucken, ob wir das noch zusammenkriegen. Wann macht AJ auf? Samstags, ich glaube um 6, ne? Wo war das? Hier, ne? Ja. So. Ich habe wieder nichts zu essen. Gut, komm, dann pennen mal kurz ein bisschen.
Bis der Laden aufmacht. 6 war das, ne? Jo. Gehen wir mal gucken. So, wir brauchen Einkaufskörbe, Kassen. Also, ich glaube, wir brauchen mehrere Einkaufskörbe. 3, 4. Komm, wir nehmen mal 4. Weil das Ding wird jetzt big, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird jetzt richtig big. Einladen. Gut. So, und welche Regale brauchen wir denn jetzt, um das auszustellen? Weinregal, Zigarrenregal, Backwaren. Das ist Juwelier, Produktaufsteller. Sind das die? Kommen hier Klamotten rein? Guess so, ne? Ich weiß es halt nicht. Nehmen wir mal 4 von denen mit. Und probieren es mal aus. Und sonst ist halt doof, ne? We will see, Leute. We will see. So, dann brauchen wir eine Menge Lager. Dann müssen wir gleich in den anderen Laden. Gucken, was hier noch reingeht überhaupt. Bisschen was geht noch rein. Von den Dingern hier bestimmt auch. Schon mal 4. Die müssten ja jetzt noch hier reingehen, ne? Jo. 4 Dinger gehen noch irgendwo hin. Was brauche ich denn noch? Lager habe ich. Die Dinger habe ich. Was ist das? Weinregal, Zigarren, Backwaren, Schmuck, Hotdog, Pizza, Kühlschrank, bla 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 bla. Was ist das? Nee, scheiße, Kleiderständer. Das sind gar nicht die wahrscheinlich. Das sind sicher die. Das ist ja ein Klamottenladen. Oh Mensch. Ja, wir werden sehen, was wir mit den anderen machen können. Come on. So, okay, parken und weiter geht's. Jetzt müssen wir einmal rüber zu dem anderen Laden. Der geöffnet, die... scheiße. Ja, der hat geöffnet, perfekt. Weil wir brauchen noch Kassen, aber die kann ich jetzt gar nicht mitnehmen. Wie lange hat der noch geöffnet? Bis 19 Uhr, okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ans andere Ende der Welt, ne? Hier. Ab zum Central Park. Entschuldigung. Kann ich hier auch joggen gehen im Central Park? Alter. Entschuldigung. Entschuldigung. Nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, ich brauche privat auch einen LKW. So. Hier ist besetzt. Erstmal rein. Erstmal an. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben vielleicht. Holy shit. Ja.
Maybe brauchen wir noch ein paar Mitarbeiter mehr. I guess. Okay, gucken wir mal. Schrank mit Schubladen. Wie machen wir das denn jetzt hier? Hier könnt ihr auch rein und raus, ne? Verteilen wir die Kassen überall im Laden? Wie man das eigentlich bei einem Kleiderladen so macht? Wobei ich das immer sehr, als Kunde zumindest, sehr mühsam finde. Ich möchte eigentlich schon ein System haben, irgendwie. Vielleicht hier so auf der Linie. Dass man sagt, hier kommt eine Kasse hin. Kann ich eigentlich Pause drücken und weiterbauen? Ja, ne? Dann sagt man... Warte mal. Vielleicht hier? Hier? Und dann hier so quasi das rund macht und dann hier noch eine Kasse. Und hier lässt man dann offen, damit die noch nach hinten können. Irgendwie sowas. So, ne? Wir müssen die Zeit ein bisschen im Auge behalten, weil wir ja noch zum anderen Laden müssen. Okay. Holy shit. Okay, hier kommen die ganzen Klamotten hin, ne? Ja, wir werden viel mehr brauchen. Weißt du was? Ich lade die erstmal alle ab. Nee, scheiße. Nein! Ich hab doch keine Zeit. Alter, guckt euch den Laden an. Ob wir vielleicht ein bisschen übertrieben haben, Leute? Maybe. Okay, Lager verwalten. Gib mal die Dinge. Platzieren, Zeit anhalten. Zumindest haben wir genug Platz für Lager, ne? Die Frage, machen wir jetzt direkt so? Und dann so die Reihe füllen? Die Frage, ob man so viel braucht, ne? Heilige Mutter Maria. Mal da. Gut, Abgang. Papiertüten gehen aus. Nimm das Ding doch. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ach nee, die sind für Geschenke. Fuck. Die haben keine... Ach so, ja, keine Geschenke, ist klar. Nicht definiert. Kann ich das Ding wieder... Ja, komm, pack's erstmal. Pack's mal hier hin. Vielleicht können wir ja hier auch Geschenke verkaufen. Das wird ein Mammutprojekt. Der Laden ist ein bisschen größer, als ich das eigentlich wollte. So, komm. Und
Zack. Oh, komm. So, let's go. Entschuldigung. Kann ich, wo war der andere Laden nochmal? Einrichtungshaus hier, ne? Hol mir gleich einen LKW, einfach nur um die Strecke zu fahren. Dass ich da nicht 100 Mal hin und her muss. Leute, es ist grün. Grüner wird's nicht. Komm. Hey. Was ist denn los mit euch? Ihr habt das gesehen, ne? Nicht mein Fehler. Also die Strecke, die man hier macht, ne? Wollen wir uns einen zweiten LKW holen? Wobei brauchen wir eigentlich nachher nicht mehr, ne? Das ist halt das Ding, das ist halt nur jetzt mühsam. So, parken und rein da. Zack, Karre. Also, wir brauchen mindestens 4 Kassen. 2, 3, 4. Liter Kühlschränke. Alles nicht. Wobei bei der Größe könnte ich ja auch noch Pizzas verkaufen, ne? So. Zack. Dann nehme ich noch mit von den Dingern. 2, 3, 4. Zack. Dann nehme ich noch mit Reinigungsstation, ganz wichtig. Und ich glaube, ich nehme noch mehr von denen mit. Dann ist die Karre bald schon wieder voll, ne? Was können wir noch mitnehmen? Hier von den Dingern. Einkaufskörbe haben wir ja. Was brauchen wir noch? Eigentlich hier von den Regalen, ne? Ob AJ noch offen hat? Kleiderständer brauchen wir noch, ne? Wo war denn AJ nochmal? Hier vorne, ne? Entschuldigung, ich guck grad nicht. Fährt einfach in meinen Laden rein. Frechheit. So. Voilà. Rein da. Ach, come on. In 36 Stunden erst wieder. Ach, wir haben Samstagabend. Scheiße. Okay, aber ich glaube, wir haben erstmal für den Anfang haben wir ja alles, ne? Und das teuerste kommt, glaube ich, gleich. Ui. Wenn wir den Laden da noch auf schön machen. Ach, scheiße. Boxen kann ich holen. Aber ich höre die Leute schon. Mi, hier keine Musik, ne? Dies, das. Das war elegant. So. Parken. Ey. Parken. Ey. Parken. Und einmal. Ich habe hier noch ein bisschen Platz. Dann nehmen wir
wir hier ein paar Boxen mit. Und dann nehmen wir hier... Ja, komm, was soll der Geiz? 1, 2. Und das hier noch. Wow, geil. Kann ich auch den hier nehmen? Scheinbar nicht. Nehmen wir halt den hier. So, okay. Mehr Platz haben wir ja eh nicht in der Karre. Dann gucken wir mal. So. Ach nee. Wir sind erschöpft. Ja gut, dann gehen wir halt pennen dazwischen, ne? Ist okay. Ach, wir sind erschöpft, weil wir nichts gegessen haben, ne? Dazwischen. Hier, pack das Ding mal. Und dann ab in die Karre. Nach Hause, Abendessen, schlafen und morgen geht's weiter. Peng. Und vielleicht dann auch irgendwann eine neue Wohnung, ne? Oder mehrere Wohnungen. Weil wenn hier unten alles von alleine läuft, können wir eigentlich auch noch Midtown ziehen, ne? So. Rein da. Ach, der ist richtig down, ne? Okay, ab ins Bett. Jo, wir schlafen mal bis morgen um... komm, 9 Stunden reichen. 33.000. Lieferung von Bluestone ist gekommen. Ich glaube, das sind unsere Klamotten schon. Ist erstmal was. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir müssen hier ein neues Ziel einfügen. Und zwar für Coopers Finest brauchen wir mindestens 4000 Papiertüten. 500, 500, 500, 500, 500, 500. Ich habe die Befürchtung, die Lager reichen nicht. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Sonst sieht alles okay aus. Dann würde ich sagen, let's go, der Hase. Was war hier noch für eine SMS? Warum habe ich eine Buße gekriegt? Wo habe ich geparkt? Und wann ist das? 118 von gestern um 12. Komisch. So. Wenn manchmal Stocker drin sind, ne, dann liegt es daran, dass ich mal kurz hier die Aufnahme pausiere und mal kurz auf mein Handy gucke. Also nicht wundern, das muss so. Ach, come on. Hau ab. Ich brauche mehr PS. Kann ich dir... Und so ein Rambock vorne wäre auch ganz praktisch, ne? Keine Ahnung, ob wir noch richtig fahren. Irgendwo einfach mal Richtung Midtown reinhalten. Dann wird schon gut gehen. Heieieiei, aber das war eine Scheiße. Ich wollte gerade flexen, wie gut das war. War es nicht.
Shit. Oh, die Kirche ist cool hier. Das, wie heißt das Ding nochmal in New York? Ach, keine Ahnung. Und wir sollten langsam die Folge beenden, ne? Aber das Zeug hauen wir jetzt noch kurz rein. Und dann fangen wir vielleicht schon in der nächsten Folge an, den Laden auszubauen. So. Was ist das Ding? Hier. Okay. So, einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Nein. Nein. Scheiße. Nein. Alter. So, jetzt aber. Reinigungsstation, zack. Zack. Ich mach das gleich in der nächsten Folge. Keine Panik. Bleibt nicht so. So, dann Lager verwalten. Zack, 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 zack. Ja, ja. Platzieren. Ja, klar, wir stehen selber im Weg. Nice. Ey, wenn das jetzt genau aufgeht, ne? Das wäre cool. Warum laufe ich da rüber? Nicht tritt ein Pferd, das geht genau auf. Aber das Ding... Ach scheiße, wir brauchen eigentlich eins für die Ecke, ne? Ist das hier drüben auch so hässlich? Natürlich. Egal. So, und die letzten 4 und dann rein da. Und dann würde ich sagen, Leute, in der nächsten Folge fangen wir an, den Laden einzurichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Bis gleich, Timochi. Ciao.